Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so an so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Mark. Jetzt hast du gut gemacht. Jetzt hast du gut gemacht. Dankeschön. Jetzt hast du ganz gut gemacht. Folge 46 vom Podcast von der schönsten Kurden aus 45 oder 46? 46. Vom Podcast von der schönsten Kurden von der Schweiz. Genau. Es ist Sonntag, 3:30 am Nachmittag. Da ich und du gottlos sind, Serhat, fasten wir nicht. Ja. Wir haben gut gegessen vorher und nehmen heute einen Podcast auf. Genau. An dieser Stelle alle, die mit dem Fasten angefangen haben, ja, schöne gesegnete Zeit. Ich hoffe, es ist eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr erreicht Ziel und ja, viel Kraft und auf jeden Fall Hauptsache eine schöne Zeit. Ich bin, weißt, bei so Sachen einmal nicht so sicher, wie man anständig gut zu etwas, obwohl es eigentlich von unserer Kultur ist, aber ich bin mir überfordert. Ich darf mir wieder verwechseln, zum Beispiel, Bro. So, das ist eigentlich dumm, aber ich habe auch Mühe zum unterscheiden, wenn es zur Fall kommt. Wie sagst du eigentlich? Jetzt weiss ich mein Beileid, aber ich bin mal Bärd umgegangen und noch so, gute Besserung. Bro, ich vollkommen so. Wie man Sachen ausspricht, ja. Also, wir Kurden, Türken, Albaner, Araber, Portugiesen. Wir haben ja. Jetzt der Markus endlich. Der Markus, yeah! Hey Jungs! Nein, sorry. Wir haben ja, wie soll ich sagen, Bro, wir haben ja sehr viele eigene Wörter für Sachen, die zum Beispiel im normalen Volksmund oder auch im Schweizer Volksmund keine Bedeutung haben, oder? Zum Beispiel Peach. Peach ist Bastard, mal. Aber ich meine zum Beispiel, sagen. zum Beispiel, hey Bro, wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt und dir von seinem Leid erzählt und er redet eine halbe Stunde, dann kannst du einfach sagen, Kismet, Bruder. Kismet, Bruder. Von Gott gegebenes Los, Schicksal, weißt du, was ich meine? Yeah. Und das ist okay, Bro, das sagt man. Oder eben Fitness stiften. Ich finde Kismet ein schönes Wort. Wirklich, oder? Es gibt auch, also im Albanischen gibt es ja auch, das weiss ich. Ich sage, glaube ich, also ich spreche auch anders aus. Schon gut. Lieber nicht. Nachher Memes. Kennst du das, Ja. Und irgendwie Memes. Aber auf jeden Fall, ja, man findet das schön, so, wenn du einfach so mit einem Satz kannst, die ganze Thematik beenden und nächstes. Einfach so, fertig jetzt. Kismet, Bruder. Kismet, Bruder, komm klar. Bro, ich würde gerne mit einem Klassiker anfangen. Du hast vorher schon gesagt, alle Strassenweisheiten. Genau, ich haben wir wieder, länger gehört. Genau, ich habe längere Zeit keine mehr gebracht. Und ich habe gedacht, wir lassen den Slogan jetzt mal auch schnell nicht laufen, sondern tun einfach nur die Weisheit hören. Sind ihr ready? Genau. Let's go, gib. Lehrer sind pädophil, aber Schulleitung, wenn das Ausländer keine Trainerhose anlegen. Wo er recht hat. Facts on Facts. Oder? Und dann hat er noch etwas gebracht, das ich so ein bisschen persönlich nehme, weil ich ja, wie der ein oder andere weiss in diesem Podcast, an der ZHK studiere. Er hat geschrieben, ich wäre lieber taub, als die mit schlechtem Haarschnitt und selber drehten Ziggis, die über Wirtschaft reden. Geil, Alter. Eigentlich ist, wir müssen mal mit ihm reden, aber eigentlich sollten mal die Weisheiten da ankommen, Bro. Oder? Die Person muss. Er hat gesagt, mein Bruder, ich komme nur mit Maske. Ja, mir auch erst so. Ja. Mein Bruder, ich komme nur mit Maske. Ich so, Bro, dann leg Maske an. Ich schwöre. Er so, aha, so ja. voll easy. Ja, dann voll schon, ja. Aber der Ali wäre einer von meinen Lieblingsgästen. Oh, sorry. Ja, Mann. Mann. Alles gut. Bevor wir. Ja. Wir haben ja so oder so vor. So ein bisschen mehr mit Kollegen. Wir haben gesehen, dass die letzte Folge mit dem Jene und dem einen von 4 Pfoten gut gelaufen ist. Die ist sehr gut angekommen. Aber auch die mit dem Hero ist sehr gut angekommen. Bro, die Leute ist sind gut, okay. Leute sagen mir so,
der Hero hat ein bisschen Strasse wieder vorgeholt, ihr sind auf einmal wieder nicht so korrekt gewesen und so. Ah, das stimmt, Bro. Hero... Bro, obwohl er entspannt war, Er ist sehr entspannt. Und du hast versucht, rauszukratzen aus ihm Debüt. Ja, und viele Leute auf mich zu haben gesagt, hey, ist nicht so cool, dass du den Fokuhila-Typ Ja, ich weiß nicht, welche von den zwei, aber ja. Beleidigst oder irgendwie, ey, er ist erst 20 und sie so, ja, vielleicht musst du nicht einfach jeder als Hurensohn betiteln. Vielleicht, ist eine Option. Solange es das vielleicht ist. Danke fürs Feedback auf jeden Fall. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Du Elendige. Nein. Aber lutsch ihm doch aus, wenn du so geil findest, du, wo mir das Feedback gegeben hat. Ja. Ja, Mann. Reden wir über etwas, wo wahrscheinlich ein paar Leute sich unternehmen, so Meinung zu all dem. Oh, okay. Guter Übergang. Letzte Folge war mit dem Hero. Die ist eine für die wissen, für ein bisschen Straße, für ein bisschen Support. Aber eigentlich haben wir uns speziell darauf gefreut. Also speziell. Wir haben gesagt, es wäre geil. Wir freuen uns darauf, die erste Folge nach der Swiss Podcast Awards zu aufnehmen. Die Hurensohn. Ja, das war wo du siehst. Ich habe es gesehen. Wow. Also Bruder, du weißt, Bro, er sagt so schön. Er sagt so schön, ich schwöre, Alter. Er sagt so schön. Das ist so schön, Alter. Die Urs. Die Urs. Also, wir haben lange darüber diskutiert, ehrlich. So, wenn wir uns den Senf dazu geben, wenn wir nicht. Wir haben auch Rücksprachkarten, mehr oder weniger. Der Ruck war rum. Mit den Veranstaltern. Sie haben den halt wieder stört. Nein. Mit den Veranstaltern. Aber bevor wir in die Materie gehen, erklärst du, was passiert ist. Genau. Guter Punkt. Input. Nein, red durch, Mann. Weißt du, das ist schon fair, oder? Oder? Selber auch erkennen. Danke. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere nicht mitbekommen. Würde mich wundern, wie nicht. Wenn so einer unseren Kanal führt. Aber wir sind nominiert für Swiss Podcast Awards. Ja, bei der Kategorie Neuheiten. Und wir haben die Kategorie, wir sind nominiert mit mehr oder weniger ebenbürtigen Leuten fast, die es interessant gemacht hat für uns. Das war einmal Launchtal von den Jungs. Und da hört es auf? Genau. Mit den ebenbürtigen Menschen? Genau. Ebenbürtig im Sinne von Aufwand, nicht im Sinne von Eigenaufwand, im Sinne von ich habe Cash und die Leute machen, kann man vielleicht sagen, eine Thronsitzung. Und der Rest ist so, es ist schön, dass unter Neuheiten nominiert ist, aber wir haben wieder so gedacht, die Maßstäbe sind gesetzt, 3, die regelmäßig posten und 2, die nur eine Folge gepostet haben. Und wir haben gedacht, wieso? Also, auf jeden Fall, unter Strich müssen nominiert sein. Also man muss schon sagen, Lounge Talk hat ja vielleicht mittlerweile so vielleicht so 12, 13 Folgen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, sorry. Aber sie sind ja schon länger im Game. Genau. Ja, sie haben noch kurz zum Anfangen Neuheiten. Es geht ums ganze Jahr 2022. Also, weil wir unseren Podcast letztes Jahr gestartet haben, sind wir auch unter Neuheiten gewesen. Und nicht unter Unterhaltung. Oder unter Fickers. Oder, Dankeschön. Heute laufe ich Butter, Bruder. Sag dir ehrlich. Oh, fuck. Genau, also wir sind nominiert gewesen in unserer Kategorie. Dann ist noch Kategorie ist noch dabei gewesen, wie du gesagt hast, Lounge Talk und Je suis Papa. Und nochmal gab es und über Transitzung. Genau. Aha, wir sind glaube ich zu 5. Ne? Nein, zu 4. Okay. Und für die es nicht wissen, wie so eine Nominierung normalerweise abläuft, es gibt immer eine Shortlist, oder also es sind so, sag ich mal, x Namen, die vorgeschlagen werden. Und die Jury wählt dann meistens die Personen aus, die in die Kategorie reingehört. So. Wo die eigene Auswahl kommt. Genau. Und sind wir ehrlich, Bro, nach dem Event bist du ein bisschen pisst gewesen, so? Pisst nicht, ich habe einfach... darf ich? Ja, bitte. Mach du den Satz fertig, dann erkläre ich mich. Okay. Also auf jeden Fall, der Dino, er was organisiert, und ich habe ihm dann angerufen, weil wir sind dann ziemlich schnell wieder gegangen. Es ist lustig, ich finde es lustig, wie du gerade als erstes ihm angerufen hast, gesagt hast, er ist hässlich. Er gab es wieder einen Roast. Schau, es gibt einen Roast, ach, das weißt du. Nein, Bro, look, wir sind von der Szene, oder? Und man muss es schnell sagen, schnell anfügen, der Dino hat das privat mit seiner Firma, die er selber aufgegründet hat er einen Award lanciert. Bro, er hat eine Plattform organisiert. Er hat eine Plattform organisiert. Was sonst niemand so schnell will machen. Genau. Es gibt bis jetzt keine Podcast Awards. Podcasts sind ein wachsendes Medium. Und
unterm Strich muss man schnell sagen, es war schön gewesen. Ja. Der Event ist brutal gut. Also wirklich schön. Hast du nicht so in einer Waldhütte gewesen, wo du so noch grillt hast nebenbei, so Larifari? Nein, Bro. Es war wirklich Plaza gewesen, oder? Und irgendwie mega viele Interviewleute und Fotos und mega viele Leute von der Szene. Und es war wirklich ein Zusammensein gewesen von Podcaster. Von Podcaster, genau, von Leuten von der Szene. Und ja, also ich sage jetzt mal, die Planung und die Idee vom Event an sich mega schön. Mega nice. Idee und Planung sicher, ja, top. Ja. Und dann hat es einfach ein paar Punkte gehabt, wo halt ein bisschen gerattert haben. Ja. Und ich habe ihm dann angerufen, Bro, wirklich respektvoll, und habe ihm gesagt, hey, look, das ist meine Meinung vom Event. Ich habe ihm die Punkte gesagt, wo ich so gefunden habe, das hätte ich anders gemacht. Und er so, Bro, erstens, wieso rufst du mir an? Zweitens, wer hat dich gefragt? Nein. Aber warte, sind vorbei, das ist nicht gut, du Loser. Ja. Also, hast du einen Pokal? Nein, also verpiss dich aus meinem Telefon. Reden, Mann. Nein. Ich habe ihm einfach so gesagt. Und dann habe ich am Schluss noch gesagt, hey Bro, look. Und ich meine, Zero ist auch ein bisschen hässig, so, aber halt, wie sagt man, berechtigt. Ja, auf so, Jury einfach. Auf Jury einfach, Fast, genau. Was wirklich speziell ist. Aber bitte erklär uns, was das Problem ist. Bro, ich kann es eigentlich in ein paar Sätzen zusammenfassen. Es ist ganz einfach. Was mich angepisst hat, ist so nicht. Also es hat mir egal gewesen, die Lounge-Tal gewonnen oder die Thronsitzung gewonnen, weil das sind wirklich Leute, die vielleicht nicht so regelmäßig wie wir machen, Thronsitzung schon, aber es sind so Leute, die auf jeden Fall Zeit, Energie, alles Mögliche einstecken und das nicht seit einem Monat, verstehst du? Ja, ein Hustle ist sicher da so. Genau, Punkt. genau. Und dann kommt jemand, der so vor einem Monat eine Folge hochgeladen hat, für 38 Minuten auf Französisch, wo es darum geht, wie es ist, wenn du Vater wirst. Gut, was machen wir? Aber auf jeden Fall... Nein, look, also die Podcast-Idee ist ja, seine Podcast-Idee ist ja gut. Er wollte ja einen Podcast machen für werdende Väter. Ja, genau. Aber ich kann auch sagen, ich wollte einen Podcast machen für Atomphysiker und nachher mache ich eine Folge. Also 38 Minuten. 38, weißt du, was ich Und meine? lass 38 Minuten tun. Lass nichts mehr von mir hören. Ich weiss nicht mal, es juckt mich nicht mal, ob es relevant ist. So. Ja. Ich weiss nicht einmal, dass ich nominiert war. Voll, Ich weiss nicht mal, dass ich gewonnen habe. Und nachher ist so... Ich denke einfach so, bei Lounge-Talk und bei Thronsitzung, Bro, du hast ja gesehen, beim Klatschen schon parat Wir haben auch, also, man muss sagen, du gönnst eine Thronsitzung mehr als ich. Ja, ey Bro, ich kann eigentlich grundsätzlich jedem, weil ich habe gefunden, so, abgesehen jetzt eben von meinem Baby-Podcast, oder Vater-Podcast, habe ich gefunden, unter dem Strich, das sind Leute, die hassen für das. Mehr oder weniger. Voll. Ausser vielleicht Thronsitzung. Aber auf jeden Fall, was mich gestört hat, ist, wie sind wir ein Jahr dran, machen und tun so viel, versuchen, weißt, so viel wie möglich Plattformen geben den Leuten, so viel wie möglich verschiedene Meinungen reinbringen, so viel wie möglich auf Leute hören, so viel wie möglich auch versuchen gut zu machen, versuchen mit dem, was wir haben, gut zu bewegen. Voll. Und dann wäre ich halt zufrieden gewesen bei Lounge-Tag, hätte ich geklatscht, bei der Thronsitzung hätte ich geklatscht und dann kommt einfach so, Jussi Papa. Und dann bin ich so ein bisschen kurz baff gewesen. Ja, also weißt du, gibt mir jetzt Preise für gute Ideen? Nein, ich will mir jetzt Preise, damit einfach ein Quote erfüllt wird. Ja. Bro, ich habe es einfach ein Es Französisch. war völlig Politik, gewesen, so die Jury. Und ich meine, wir tun es vielleicht schon ein bisschen wie schlechte Verlierer jetzt so. Ich finde, eben wie gesagt, ich habe schon gesagt, weißt du. Wir haben eh gerechnet, dass wir gewinnen, Ja, muss fix. man auch noch sagen. Wir müssen vorbeigegangen, weißt du, wir connecten mit den Leuten, sehen wir die. Voll, ist ja voll. Gehen wir vorbei, tun wir Leute kennenlernen, tun wir mit denen ein bisschen Beziehung aufbauen und tun wir das Event machen, wir ein Event für Podcasts. Aber Und ich meine, dass wir überhaupt einer von 16 Nominierten sind, ist auch schön, weißt du so. Und ich meine, in der Kategorie, in unserer Kategorie hat eben, wie gesagt, der Podcast gewonnen mit so mit einer Folge, okay. In der Kategorie Unterhaltung hat Zivadé Ring gewonnen. ja, gegönnt. Völlig gegönnt, Ja, vor allem fix, verdient. ihre Konkurrenz sind Comedy-Männer gewesen. Also, Wo der Name Programm ist. wahrscheinlich hätte ja auch dort der Je suis Papa gewonnen gegen die. Hey Bro, man muss wirklich sagen, Gülscha, sie ist einfach auf die Bühne mit anderen. Foods hat einen. Fuze, dann richtig besoffen. Absolute Queen, Bro. Ja, Mann. Richtig unangenehm. Sie hat einfach ihre scheiß Award genommen. Sie so, kann ich jetzt bitte wieder gehen? Es ist mir nur nachgedacht, ich bin voll besoffen, kann ich runter. Und nachher sagen sie so, ja, für uns ist keine Überraschung gewesen, weil wir sind der beste Podcast. Gülscha, ich sag dir ehrlich, ich feiere dich, Bruder. Du bist ein geiler Sieg, Bro. Wenn
Wegen dem, es wird so fest gegönnt. Ja, Mann. Wir müssen echt aufhören mit dem. Nein, ich finde das geil. Ich find das geil. Darum völlig. Aber Bro, ich sag dir jetzt ganz kurz, so, was mein Problem ist mit der Thronsitzung. Ja. Also für die, die es noch nicht gecheckt haben bis jetzt, die Thronsitzung ist ein Podcast von Radio Energy mit 2 Moderatorinnen. Dara und nochmal irgendjemand, ich weiß leider. Ich kann mit dem nicht anfangen. Auf jeden Fall, sie beide sind nominiert gewesen und sie machen den Podcast. Sie haben mittlerweile glaube ich, schon 10 Folgen draussen. Sie fahren das TikTok-Konzept und so. Also sie sind auf jeden Fall So, es ist professionell auf jeden Fall. Auf jeden Fall, oder? Sie werden halt auch dafür bezahlt, muss man sagen, weil es ist halt der Radio Energy und der Radio Energy ist wirklich, also ich glaube im Fall 500.000 Zuhörer ist schon so ein Hard Bro, Fact. also ich weiß nicht, was für ein Team dahinter steht, aber es sind sicher Leute in diesem Projekt involviert, die einen Lohn bekommen für das. Genau, so. Also mit 500.000 meine ich so der Zuschauer. Radio, Aha. also nicht ihre Show, Okay, der Zuhörer. Radio. Ja. Der Radio hat so viele Zuhörer. Also das heisst, sie haben einen riesen Rücken schon mal, sie werden bezahlt, dann werden sie extrem gepusht, was alles schön und gut ist. Und das Ding ist eben auch, grundsätzlich, Bro, 2 Frauen, die einen Podcast machen, ist ja auch super, weil in dieser überschwemmten Landschaft gibt es einfach fast nicht 2 Frauen, die es machen. So, Zivaldini-Ring macht es super. Beziehungskosmos, absolut genial. SRF Kultur wird meistens auch von einer Frau, also Sternstunde Philosophie wird auch meistens von einer Frau, sagen wir es, moderiert. Also ja. perfekt. Und ich meine, Zivaldini-Ring sind ja einfach 3 Girls, die auch ein bisschen über ihr Leben reden und über was sie gemacht haben, was super ist. Und dann kommt eben der Podcast Thronsitzung und die wollen ja ein bisschen schockieren und sie wollen ja ein bisschen auffallen und sie wollen vor allem auch so das brechen, dass Frauen nicht dürfen über Sachen reden, die tabu sind. Also im Grunde genommen, super Idee. Die Idee ist Hammer. Ja. Und nachher kommt einfach ein Podcast mit diesen 2 Girls und sie haben ja wie sagt man, sie haben ja einen Auftritt gehabt, der Podcast Awards, weil ja auch Radio Energy Medienpartner war. So. Wir haben insgeheim auch gedacht, dass eigentlich wie gefixt ist, dass die Thronsitzung gewinnt, weil sie haben einen Live-Podcast vor Ort. Am gleichen Abend an der Show haben sie einen Live-Podcast. Genau, Mediapartner sind es auch, sie werden auch gepusht. Wir denken, okay, das ist vielleicht so ein weiterer Schritt, um sie noch mehr zu pushen. Voll. Aber ist easy. Aber dann kommt die auf die Bühne und das Erste, was sie sagt, ist einfach so, es hat niemand so viel Schwänze gelutscht wie ich. Da drin. Ja. Und nachher sagt sie, ja, wir dürfen jetzt 8 Minuten reden, wir haben jetzt die Plattform. Und nachher redet sie darüber, nachher sagt sie, das Erste, was sie sagt, ist so, vielleicht müssen wir einfach 8 Minuten lang rummachen, du und ich. 8 Minuten lang squirten. Oder 8 Minuten lang squirten, dann sind wir interessanter. Also, du hast eine Plattform als Frau und du willst einen Podcast machen, der anscheinend feministisch angehaucht ist und empowering. Und das Erste, was du machst, ist dich selber als Frau sexualisieren und sagen, ihr hört mir nur zu, wenn ich über das Ficken rede, oder ihr hört mir nur zu, wenn ich über das Schwanzlutschen rede, oder wenn ich mit einer anderen Frau ummache. Und dann finde ich einfach, Bro, es tut mir leid, ihr seid einfach völlig am Ziel vorbei. Dann macht nicht das Konzept und redet und wollt irgendwie feministisch sein, oder wollt etwas. Ich meine, Bro, es tut mir leid, aber es kann doch nicht sein, dass wir beide eine wokere und eine inklusivere und mehr für die Bewegung, wenn du so willst, gemacht haben. Nur schon, wie wir jetzt finden, hey, wir wollen eine Plattform bieten. By the way, es haben sich überraschend ein paar Leute gemeldet von der letzten Folge mit der Ala, Pelin und Lou. Genau, ein paar sogar sehr deep, die gesagt haben, also jemand zum Beispiel kann ich mal sagen, der hat gesagt, hey, ich habe das gelost, ein paar Sachen habe ich gewusst, haben für mich Sinn gemacht, ein paar nicht. Und er hat gesagt, hey, ganz simples Beispiel, Ausgang war für mich einfach so der Ort gewesen, da kann man einfach packen. Jeder weiß, also Frauen wissen, Männer wissen, dorthin gehen wir eigentlich nur zum Packen. Ja. Und er hat die Einstellung gehabt, hat den Podcast gelesen und er hat gesagt, hey, ich habe gemerkt, die Einstellung ist nicht richtig. Dass ich einfach dorthin gehe und kann Frauen anmachen und packen, versuchen, was auch immer, weißt du. Voll. Und das ist, also ich habe das, glaube ich, der Mädels noch nicht gesagt.
Aber ich muss das sagen, das ist eine von der Rückmeldungen. Und dort habe ich gemerkt, so, wow, Alter. Ja. Es geht jetzt völlig nicht darum, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, wir machen so viel für die Frauen. Sondern wir haben es auch nicht gemacht, aber es sind eigentlich Perin, Alan, Lux. Genau, es geht einfach darum, wenn so zwei Frauen wie die von der Thronsitzung, die machen einfach so viel Arbeit zunichte, wo Menschen reingeben. Und darum, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Fan, Bro. Hey, es ist auch nicht mein Podcast, aber es geht auch nicht darum, ob es mein Podcast ist oder nicht, sondern es geht darum, wie kannst du dich selber so herzsexualisieren? Also weißt du, so... Ich sehe, was du meinst, ich sehe, absolut. Darum, ich bin wirklich kein Fan, Bro. Ja, ich sehe absolut, was du meinst. Also ich persönlich bin deiner Meinung. Ich kann gar nicht groß viel weiterreden, weil... Und von mir aus, kommt vorbei, ihr zwei, wenn ihr das hört, reden wir da drüber. Beef. Nein, Spaß. Wir reden da ohne irgendjemand von Energy, irgendjemand sonst, wo ein Konzept schreibt. Wir reden frei, wir reden so wie immer, und dann ohne roten Faden. Dann könnt ihr mir mal erklären, was euer Konzept ist und ob ich das wirklich nicht verstehe. Oder sie kommen so und nach 10 Minuten zurück, sie so, ja, sie haben restliche 50 Minuten gehört. Ja. Oder sonst können wir auch sonst einen Kaffee trinken. Nein, Nein, also, wir haben jetzt ein bisschen gross geredet, so, aber was mir noch wichtig ist zu mitteilen, was ich gesagt habe, ich bin eigentlich noch easy entspannt unterwegs gewesen, mal mit Rosten. Ja, wirklich. Kein Fluchwörter, nichts, sachlich geblieben. Ich kann froh sein, ich kann wirklich froh sein. Ja. Was ich würde sagen ist, nichts an die Podcast Awards, nichts an, sag nochmal Namen bitte. Dino. Was organisiert hat. Also eben Respekt dafür. So. Genau, grossen Dank. Dass sorry, man muss auch sagen, es ist das erste Mal. Genau, und ich wollte sagen, es ist auch das erste Mal. Für das erste Mal ist brutal. Also ich muss sagen, ich bin baff gewesen, so, wow, weißt du, ich werde nominiert und so sieht es aus. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt und geschätzt gefühlt, aber ich muss mir einfach sagen, bis heute, ich verstehe nicht, ich versuche herauszufinden, aber ich verstehe nicht, was Kriterien sind, zum halt in der Kategorie gewinnen. Was sind Kriterien? Maximal 30 Minuten, maximal Erfolg, maximal Französisch. Fair. Und maximal einfach ein Hurensohn sein. Nein, sorry. Ich kann ihn nicht. Egal. Egal, ich kann nachher abchecken, so, er hat einen YouTube-Channel schon unterwegs, aber scheißegal. Mir geht es mehr darum, um die Jury, ich habe nicht verstanden, ich will nachvollziehen, so... Die Hurensohn. Danke. Ich habe versucht nachvollziehen, was Dings ist, weil, ich sage dir ehrlich, Bro, wenn wir aufgeben können in der Schule und so, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, ja, von deiner da aus. Juck doch. Weil ich habe keinen Bock. Ja. Aber bei dem, ich hätte jetzt, es wäre ohne Scheiß, mich jetzt runtergenommen, wo sehen sie Verbesserungspotenzial, weil wir haben, ganz klar. Ja, aber die Frage ist, also ich meine, gibt es Verbesserungen, also weißt, ist das Ziel, wie Podcasts sind, vielleicht sind Kriterien gar nicht darum, dass man die lustigste ist, weil ich meine, man muss eben auch noch sagen, Kategorie Neuheiten heisst ja nicht Comedy. Ja, fix, nein. Oder? Also Unterhaltung ist ja Comedy gewesen, dann hat es ja noch irgendwie Sport und Gesellschaft und was weiß ich. Also das heisst, wir sind in einer Kategorie gewesen, wo alles reingerührt worden ist. Ja. Und das heisst, vielleicht sind die Kriterien, die sie ausgewählt haben für den besten neuen Podcast gar nicht gewesen, die lustigen. Nein, also es muss nicht lustig sein, aber verstehst du, also ich sehe keine Kontinuität bei dem Typ zum Beispiel. Krass, Kontinuität. Okay. Bro, weißt du, wenn ich so wie sehe, der Typ macht seit 2 Monaten oder seit 1 Monat, hat schon 3. Folge in der Land rausgehauen, dann weiss ich, okay, tamam. Ja, voll. 38 Minuten vor 1 Monat, spuckt man doch ins Gesicht, sagt doch. Ja, das ist wirklich, also ich meine, wenn ihr schon Politik fahrt, Bro, dann macht es doch nicht so offensichtlich. Ich verstehe eigentlich nicht, was die Jury für Dings hat, Bro. Also spuckt nicht Launchtag so ins Gesicht, spuckt nicht kurz und bündig so ins Gesicht, spuckt nicht... Fertig. Spuckt nicht der andere, der sich spuckt oder von innen druckt richtig ins Gesicht. Wie könnt ihr die gewinnen lassen in Zürich und dann die noch so reden lassen, wie sie geredet haben? Ich schwöre. Das ist eine Schande. Ja. Das ist eine Schande. Ja. Dass das passiert ist, das ist eine Schande. Ich komme auf Zürich, der Basler. Bro, es ist... Du weißt, wie reagiert nicht. Aber man muss sagen, die 2 Kategorien, also Community, also Community ist ein Voting. Ja, genau, und Diversity. Diversity ist kein Voting, okay. Aber Community Award ist ja Voting. Also stimmt, die, und ich meine, ich habe schon ein paar Posts gesehen, wo Basler Szene einfach gesagt haben, voten für uns. Aber so oder so, das ist ein Skandal für sich gewesen, an dem Abend. Abgesehen davon, dass das Jury irgendwie entschieden hat, wie Blindschleichen, Alter. Mann, hast du gesehen, wer der Jurypräsident ist? Ja, das ist doch am Anfang reden gekommen. Ja. Ich habe noch Simpa gefunden und nach 5 Minuten ich so, Bro, kannst du bitte mal aufhören reden, weil ich habe schon lange abgehängt. Ich weiß nicht, was du redest. Es ist...
Mach weiter, Cut. Ja. Das ist, kennst du die Agentur Jungformat? Ja, er ist Gründer. Gründer, nein, ich glaube Jungformat ist ein bisschen älter, aber ist eine der grössten Agenturen. Ja. Und er ist halt, sein Name ist ja Format, also das sagt ja alles. Stimmt, ja. Ja, no, auf jeden Fall unter dem Strich, es war ein geiles Event gewesen. Wir haben eine geile Erfahrung gemacht, wir haben mit Leuten connected, haben gute Gespräche gehabt, haben ein oder andere Fragezeichen immer noch. Aber nächstes Jahr, wenn es wieder gibt, hat es geheißen, sind wir unter Unterhaltung. Und dann schauen wir, ob wir vorbeikommen. Und wenn wir vorbeikommen, ob wir allein kommen, dass wir an den Sack klar. Und Basel Podcast. Pokal oder mit den Laden abfackeln. Können wir bitte, okay. Direkt. Reindruckt, kommt doch auch vorbei. Dann wird vielleicht auch etwas anderes reingedruckt. Und dann reden wir nochmal drüber, was ihr ich würde nie auf Basel gehen und Pokal gewinnen und sagen, es ist geil in Basel so etwas gewinnen als Bro, zeig doch dir Respekt. Ja, ich schwöre. Ich sage danke vielmals für die Nominierung, danke vielmals für den Platz, danke vielmals für die... Was sagen wir? Scheißegal, ich weiß, was ich meine. Und nachher noch Türisch uns und nachher... Nein, das nicht. Bro, einfach mit Respekt. Okay, ja, voll. Hey, easy. Ja, jetzt haben wir gerade einen Moment noch über die Awards. Genau, jetzt haben wir etwas Ernstes angeschnitten, aber gehen wir doch zu dem Teil über, wo mich easy wundernimmt, was Leute für ehrlose Sachen geschrieben haben. Genau, wir haben eine neue Kategorie, also eine neue Rubrik. Man muss jetzt schnell sagen, wir sind hure gut in neue Rubriken anfangen und dann nie mehr. So, wie wenn du eine Pflanze kaufst, du hast hure Freude daran, güssest dich ein bisschen, nachher lässt Ja, vor allem das Zeros Beichtstuhl ist hure gut angekommen und dann haben wir einfach nie mehr gemacht. Aber ich muss auch sagen, Bro, in letzter Zeit eben, die Folgen sind Gäste, wir selber, und dann, wenn wir selber sind, sagen wir immer so, machen wir nur zu zweit Gespräch. Voll. Ohne so groß Tamtam und so, einfach nur reden, weil das braucht es auch. Jetzt machen wir etwas ganz Neues. Genau. Was gibt's? Also, Bro, ich habe mir überlegt, wie wir in letzter Zeit so ein bisschen die Ficker und so. Fucker. Dankeschön, Jenny. Die Ficker-Szene so ein bisschen durchpushen. Da habe ich mir überlegt, hey, ein wahrer Ficker oder das ist ja genderneutral, ist für mich jemand, wo zum Beispiel, wie viel Aufwand betreibst du für einen Bounce? Und ich erzähle die Geschichte, ich darf keinen Namen nennen, aber es gibt eine Geschichte, die muss ich dir erzählen, die habe ich gehört von jemandem. Und das hat mich schockiert, Bro. Ich habe gedacht, hey, vielleicht kommen dann noch ein paar geile Geschichten von anderen. Jetzt wollte ich dich fragen, soll ich erst die Geschichte erzählen, wo ich so geil finde, die mir irgendjemand privat erzählt hat? Oder soll ich anfangen mit den Storys von den anderen? Fangen wir mal mit der Story an, weil jetzt haben wir angekündigt, oder? Die neue Dings. Jetzt sind die gickerig drauf. Ja, wenn du jetzt wieder Dings, dann heißt es nachher, schreibt wieder einen, ist schon geil und so, aber könnt ihr bitte einen roten Faden? Aber, würdest du sagen, was dein grösster Aufwand war für einen Bounce? Während wir das Team aufgemacht haben, habe ich überlegt, was ist mein grösster Aufwand, ehrlich gesagt. Du bist einmal zum Haus gelaufen? Bro. Ja, Fucker. Ich ehrlich, weiß gerade nicht, was... Ich überlege mir jetzt mal, aber... keine Ahnung, das kann gerade nicht ehrlos sein. Also ich habe ja wirklich schon viel Aufwand betrieben zum Bouncen. Ja. Ich kann vielleicht Geschichten erzählen als Support-Act, wenn er zum Bouncen ist. Hey Bro, ich sage einfach so... Das sind wilde Zeiten. Bis auf Bern fahren für einen Bounce und so ist schon... Das finde ich so... Ja. Bro, es gibt Leute, die würden für einen Burger auf Paris fahren, also so schlimm ist es nicht. Ich weiß nicht, Alter. Und dann ist es einer, der mein Leben gefickt hat. Aber egal. Egal, ist Lied. Also, ich fange mal mit einem an, wo ich jetzt gerade gesehen habe. Einer hat geschrieben, ich habe mal mit meinem besten Kollegen rummachen, damit ich mit einer von der geilsten Frauen haben können rummachen. Dann schreibt, danke Luca, Jungs, es hat sich gelohnt. Also, erstmal, bevor ich überhaupt so richtig Props gehe oder nicht Props gehe, müssen wir in den Ausgang. Und gleiches Szenario. Du kommst zu mir und sagst, Bro, folgende Ausgangslage. Das und das müsste ich machen, um das und das können machen mit dir. Würdest du mich fragen? Hey Bro, look, du bist ganz ehrlich. Das Ding ist, ich bin ja ein Verfechter von der Meinung, dass solange du es nicht geil findest, ist es nicht schwul. Oder? Okay, aber ist jetzt... Okay. Und ich sage, ich könnte dann schon... aber schau, was ich auch schon gemacht habe, Bro. Bro, warte. Ja. Wer von den Jungs würdest du fragen für die Frage? Mit wem von meinen Jungs würde ich rummachen wollen? Ja, für einen Bounce.
Du musst mit jemandem ummachen, aber... Bro, es geht ja um das. Er hat nicht mal gefickt. Er sagt, ich kann mit meinem Kollegen ummachen. Oh, shit. Was heisst ummachen für dich? Ja, logisch. Aber was heisst ummachen? Zunge, oder? Ja. Dafür konnte ich mit einer von der geilsten Frauen ummachen. Das schreibt er. Ich habe gedacht, wieso? Er sagt, dafür habe ich eben dann mit einer von der geilsten. Bro, es ist Aufwand und Ertrag. Ja. So, wenn du sagst, ich stehe auf jemanden mega fest und sie sagt von dir, was weird ist, aber sie sagt, küss halt deinen Kollegen und dann können wir ficken, von mir aus. Aber der Typ hat seine Zunge in den Hals gerammt von seinem Kollegen, damit er züngeln kann mit den anderen. Und jetzt frage ich mich einfach, hey Bro, wenn du unbedingt willst, mit deinem Kollegen ummachen, Bro, du musst nicht so tun, als wäre eine Frau involviert. Er ist sicher zu ihm angegangen, er sagt, hey Luca, siehst du dort hinten? Die sagt, man kann nur mit dir ummachen, wenn wir ummachen. Und die Frau hat wahrscheinlich gar nichts gesagt, sie schaut einfach an. Er so, okay. Er so, nach 2 Sekunden, Kollege, okay, chill. Nein, sie sagt weiter. 20 Sekunden mindestens. Dann geht er kommt zurück. Hey, los jetzt, Bro. Sie hat gesagt, sie würde mir eins blasen, aber dafür muss ich dir eins. Er so, ja, nachher ist er ihm eins am Lutschen. Nachher so, hey, aber Bro, wo ist sie? Hä? Wer? Geile Sache. Nein, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2023, es ist ziemlich, hoffentlich Du Loser. Es ist halt ziemlich akzeptiert mittlerweile. Also wenn wirklich dein Kollege eins lutschen, hör auf so Vorwände machen, Bruder. Geh einfach rein. Was mit der Josh, Bro? Sag einfach direkt. Dann einfach einmal ehrlos. Geh rein einfach, Bruder. Aber schau, Bro, ich sag dir ehrlich, vielleicht ist es auch mein sozialer Tod, weil Kanaken sind dadurch vielleicht noch nicht so weit, aber... Egal, mit der Zeit. Was auch schon passiert ist, Bruder, ich habe mit einer etwas im Ausgang und mein Kollege ist so nebendran gestanden, so der, und sie hat das Girl dabei gehabt. Dann habe ich so gesagt, ja, gib ihm mal einen Kuss. Und sie so, nur wenn du ihm einen gibst. Dann habe ich ihm einen Kuss gegeben, Bruder, und dann hat er sie schlimm gepackt. Kuss ist Kuss. Ja. Du so, was willst du machen? Du so. Sie so, gib mir einen Kuss. Ich so, okay. Nein, Mann. Ich mach es ein bisschen her. Sie haben mir machen, ich komme rein, braucht ihr noch etwas? Oder? Nein, Bro, sie geht jetzt. Aha. Er so. Ey, wenn du geil ist, sag. Ich stirb. Ey, nein. Ja, Mann. Bis du die nächste suchst. Ich lieb's. Yes. Ich lieb's, wenn Cousins von mir vorbeikommen. Uff, gute Story. Ich lieb's aber nicht, wenn sie aus meiner Wohnung ein Trap-House machen. Alter. Aber gestern bin ich daheim und am 4 Uhr am Morgen Leute die Türen und ich höre, dass Leute dunne wachsen am Fernsehen schauen und ich sage, ja, dann von dem ist Bier. 5 Uhr morgen wieder die Türen. Ich so, warum? Einfach um Leute? Ja, 6 Uhr morgen wieder. Ich so, Alter, also, Bro, was läuft? So 4, 5, 6 Uhr morgen nehme ich schon unter. Und dann höre ich aber meine Cousins reden. Und so ein paar andere Leute noch. Und dann gehe ich so runter. Eben 2 Cousins wohnen mit mir. Und noch ein paar andere Cousins und Kollegen. Und dann gehe ich runter, ich sage, komm, ich bin jetzt gerade wach, ich kann den Leuten Hoi sagen und du mit ihnen reden. Ich mache Balkontür auf, ich sehe, der eine in Unterhose mit Ziggy voll vercrackt dort. So, der andere so voll geschlossen, ich sehe jeder kaputt. Und dann rede ich mit einem und ich so, hey Jungs, was läuft denn? Ne? Und der andere so, mit Ziggy, der richtig pisst. Bruder, ich habe vorher mit Chaya zu euch kommen. So ab jetzt haben wir nachgekommen. Alle meine Cousins sind da. Keiner will aufstehen, Mann. Ich muss einfach Garage gehen mit dir. Also warte, er kommt mit der Frau, oder? Ja, er kommt einfach mit der Frau. Und dann sagt er so, hey Jungs, könnt ihr bitte raufgehen, weil ich auf dem Sofa... Erstmal, Bro, ehrenlos. Sagt er ganz ehrlich. Ganz ehrenlos. Du gehst zu deinem Cousin heim und willst auf seinem Sofa ficken, Bro. Und das ist nicht so ein einfach waschbares Sofa. Nein. Und das Zweite ist... Hast du jemals, wo wir zusammen gewohnt haben, auf dem Sofa etwas gehabt? Sag ehrlich. Jetzt. Sag ehrlich. Ja. Ohne Scheiß, ich auch. Schon ehrenlos eigentlich. Ja. Wo? Extra auf Gilly seinen Platz. Der Gilly hat Gott so ein Peter.
Bro, ich habe nie auf Disney Plus. Nie. Bro, ich habe gewusst, das sind Sachen passiert. Nein, auf Disney Platz. Ich habe der unbequemste Ja, Platz. ja, gewesen. fix. Ich bin auf deinen Ehren. Nein, Du bist- nein, ich habe meine gegeben, du sagst dir ehrlich. Was, willst du zugeben, wenn ich meine Ecke brauche? Ich würde es schlimm zugeben. Okay. Ich würde dich fragen, wie es geschmeckt hat, aber ich kann nicht. Also, Aber ich sag dir, wieso ich nicht deine Ecke gebraucht habe. Ja. Wieso mich angeschissen aufstehen und überall laufen. Okay, fair. Aber meine Ecke ist schön bequem. Der ist wirklich gut. Du hast den gut durchgenommen. Bro. Ja, Bro, der ist schön eingelegt auch schon. Der ist schön perfekt. Weißt du, das Problem war an unserer Wohnung? Meine Ecke, wo ich gelegen bin, damals war der Fernseher aber noch so gewesen, Beim Poster. beim Poster, genau. Das heisst, wenn du bei meiner Ecke geguckt bist, hast du durch die Küche durchgesehen und wir haben so eine Wand, wo Glas ist. Also. Das heisst, in dem, wenn irgendjemand durchgelaufen wäre, draussen, in der Sekunde, er hat mich gesehen bouncen. Fix. Aber- Deswegen bin ich froh, es ist meine Ecke. Also, auch generell ist es bequem. Auf jeden Fall, meine Cousins sind bei mir gewesen, und der eine hat gesagt, er wollte bouncen bei mir, er hat nicht können. Und dann habe ich mich zuerst gefragt, ich so, Tamam, okay, ich bin nicht allein da, ich bin nicht einzig, um Erlaubnis geben. Und ich so, der eine Cousin habe ich geschaut, der zweite Cousin, er schon pennen. Es war nur einer, der Erlaubnis gibt. Ich pack ihn, Bro, er in der Luft so. Was machst du so in Haus, Trap House und Puff, Alter? Hey, chill, ist ein Cousin. Ich so, ja, es ist ein Cousin, aber Ramadan. Ich gönne jedem, könnt ihr machen, kein Ding. Aber Bro, weißt du, ein Ibis-Hotel, Bro, kostet 70 Schutz. Bro, die Kennex sind alles aus dem Geld. Stimmt oder stimmt nicht? Fertig, das ist Outro. Nein. Bro, und nachher, ich so, schade, Bro, weißt du, mir leid und so. Nächstes Mal schreib mir doch einfach, vielleicht kann ich etwas machen, etwas aufräumen und so. Ah, nein, ich habe Garage bankt. Ich so, boah, also bei euch da, tief Garage. Und nachher, warte, ich so, okay, er so, Bruder, wie schnell gehen wir Licht durch von tief Garage? Ich so, wegen, er so, ich habe nach ein paar Minuten müssen wie so ein Pingu so in die Garage laufen, das Licht da geht, er so. Bro, er Hosen tun, checkst. Ob Motion Sensor suchen. Also ich stell mir vor, du bist eine Frau und du bist so halt halb nackt und du bist so am Verstecken am Warten und schaust ihn an und er so, okay, ich will die Lichter kommen und er watschelt zurück. er watschelt und dann stellst du den Jahre so, So umschreien. Und der kann Er so, so- warte, Baby, ich mache wieder Herd. dann kann du 10 hinten Schritt machen. Wie so ein Pingu. Wie kannst du nachher noch wählen, Bro? Wie kannst du nachher noch... Ehrenlos, Bro. Ja, auf jeden Fall, Ist draussen bouncen für dich irgendetwas, was dich interessiert? So. Mad unschuldig, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ich verstehe auch all die Kenntnisse, Es braucht einfach Komfort für mich. So wo in Wohlfühlen. Autos ficken und im Wald. Ist auch scheiße. Nein. Bro, ich habe nur einmal Outdoor-Bums, glaube ich, so. Und Wenn wir... Willst du sagen, wo? Oder? Bro, ich sag nur so viel. Es war eine offene Garage gsi. Also so überdacht, aber keine Türen. Und ich bin reingegangen und es hat hinten so einen Pickup gehabt. Weißt du, so einen fetten Ja. This America. Hast du den Energy Drink... Ey Bro, und ich habe so einen Ding gesehen, er hat so einen Kleber gehabt mit so Impfgegner und so. Ja, dann erst. Ich habe schlimm bumst auf dem Pickup, Bro. Okay. Das kann ich wieder sagen einfach. Das Stabil. sind stabile 2 Minuten gewesen. Stabil, ja. Ja, Ja, auf jeden Fall Aufwand. Also du sagst, dir fällt nicht ein an Aufwand, den du betrieben hast. also kein Aufwand fällt mir jetzt gerade ein, wo ich würde sagen so... Das ist... Kein Aufwand fällt mir ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist so... unnormal oder peinlich oder komisch. Also, Also- sind normal gelaufen. Fällt mir jetzt gerade nicht. Leute haben es geschrieben, ich sage ein paar kurze. 150 Schutz. Ich bin auf Amsteig geflogen. Jungs, ich habe noch nie gebumst. Es ist sehr viel gekommen. Einer schreibt, ich habe 3 Tage müssen schreiben. Und einer, wo ich sehr geil finde, einer schreibt, ich habe keinen Aufwand betrieben. Ich habe es vom Josh gelernt. Nein, aber schau. Eine hat geschrieben, ich bin mis auf Vinti. Oh. Für das ist der Aufwand, den sie betrieben hat. Stell dir vor, dass ich... ah, shit. Es läuft. Okay. Nein, aber schau, komm, such mal einen raus. Also, ich suche jetzt einen aus. Es hat auch ein paar sehr ehrenlose Sachen, muss ich sagen. Oh. Aber eine hat mal geschrieben, dass sie am Freitag Schule, du musst nicht anklicken. Ja. Sie ist am Freitag, hat sie Schule geschwänzt und ist auf New York geflogen. Zu dem Typ heim,
hat mit ihm bumst und ist dann am Sonntag wieder zurückgeflogen in die Schweiz. Okay. Und er hat es gezahlt. Aber Bro, ganz ehrlich, stell dir vor, Bro, du lernst irgendeinen auf Insta oder so einen Scheiß kennen und dann kommst du ein Ticket über und fliegst ins Ausland, zum einmal gerot werden, Bro. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, der Typ hat sich nachher hängen lassen, hat dir nicht mal New York wollen zeigen oder so. Ja. Hey, und dann frage ich mich einfach so, Bro, hat es nicht genug Schwänze in der Schweiz, die dich respektlos behandelt, dass du musst den Kontinent wechseln, Bro? Also das ist 2 mit längeren Texten. Das würde ich nie machen. Würdest du das machen, ins Ausland gehen? Also weißt du, du hast jemanden noch nie getroffen. Nein, also ich kann das nicht. So mit jemandem, den ich nicht kenne. Oder noch nie getroffen. Ja. Also, sag. So, also es hat jetzt da 2 längere Texte. Ich lese einfach mal, und das vorher gelesen habe. Der erste ist, ich habe einen Franzosen in Paris auf Tinder kennengelernt und bin 40 Minuten mit dem Uber aus der Stadt gefahren. Und der Sex war so nice gewesen, dass ich das zweite Mal gegangen bin. Ein halbes Jahr später, sorry, sie haben kein Punkt.com und so. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist ein halbes Jahr später nochmal gegangen für einen zweiten Bounce. Nur zum Feststellen, dass es gar nicht so gut war, sondern nur so an der Aufregung gelegen ist. Scheiße. Ich dachte, das ist nicht etwas Krasses. Aber 2-mal auf Paris geflogen, 2-mal bounced. Und beim zweiten Mal gefunden, ey, die 700 Stutz wären nicht nötig gewesen. Aber Bro, auch da wieder. 40 Minuten Uber fahren für einen Bounce, für einen Typ, den du nicht kennst. Wo du auf Dings gegangen bist, auf Bern? Ja. Hast du die Person kennt? Ja. Okay. So. Und es war auch ein Dating, so Ja. über mehrere... Aha, okay, stimmt, sorry. Also, ich habe mal eine zu mir eingeladen, aber meine Eltern sind daheim gewesen. Ich habe es nicht gewusst. Also ist sie durch den Keller ins Haus und hat sich im Zimmer von meiner Schwester im WC und in meinem Schrank versteckt. Das sage ich nicht. Wie hat sie sich an 2 Orten versteckt? Hat sie Mission Impossible gemacht? Sie so einmal die Mutter ist in den Schrank, sie so zum WC. Ja. Am Ende hat sie keinen Bock mehr gehabt, Schiene, und hat sich wieder verpisst. Ich habe so Bock, mir anzeigen. Ich habe so Bock gehabt, dass ich nachher einfach andere zu mir eingeladen habe. Sie hat wollen kommen, ist dann leider nicht gekommen. Okay, also ist sie zu dir gekommen und dann nicht gekommen? gekommen? Oder ist sie zu dir erst gar nicht gekommen? Ja, Okay. wichtige Frage. Ja. Also alle Jungs, Aufwände für Frauen sind schwierig, machen keinen Stress und schauen, dass eure Eltern Sachen wissen. Nein, schauen, dass sie nicht wissen. Lass nicht auf den Tipp. Also wenn du von meinem Kulturkreis bist, schauen, dass sie wissen. Ganz klar. Ganz klar. Ich habe nach dem Fußballtraining... Das ist jetzt der nächste, hä? Genau. Einer schreibt? Einer schreibt, genau. Ich habe nach dem Fußballtraining am 9. Uhr Abend, also am 9. Uhr Abend hat er Training gehabt, ist nach dem Training zu ihr gefahren mit dem ÖV und dann wieder heim. Ein Weg geht 1,5 Stunden. Haben damals keine Autoprüfung gehabt, aber wir sind jetzt mehrere Jahre zusammen. King. Okay. Herzig. Also wir müssen darüber reden jetzt, bevor wir... Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen gehört, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Mensch. Oh, fickt. Ja. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Und so meine Meinung ist so, Menschen, wenn du die Menschen kennst, es braucht einen Vibe, es braucht einen gewissen Vibe, so eine gewisse gemeinsame Komfortzone vielleicht mit der Zeit. Und dann würde es gehen, aber Bro, ich weiß, also, ich sage dir ganz ehrlich, hier und jetzt, wenn ich jetzt auf Paris oder New York fliege für einen Bounce, ich würde hingehen und zurückkommen und ich hätte nicht mal bumst. Bro, ich würde nachher so also es würde gar nicht funktionieren, das gar nicht. Wie kannst du so im Zug, wie kannst du so im Flieger sein, der Flug geht 9 Stunden, du so nach 9 Stunden, dann nochmal 40 Minuten, dann nochmal vielleicht noch eine Stunde Koffer, dann fick ich. Bro, das ist einfach wild, oder? Also, ich frage mich was für ein Typ ist. Also man muss echt sagen, so, ich weiß von vielen Kolleginnen und von Kollegen auch, dass wenn er den Magic Dick hat, so, oder sie die goldige Pussy so, und der Sex ist unglaublich gut und es passt. Bro, Leute haben viel Dummes gemacht in ihrem Leben. Ja, für Pussy und Schwanz. Für schöne Dings, dann kann ich verstehen. So, es gibt wirklich viele Leute, die ich kenne, die sich mit unglaublich mühsamen Menschen abgegeben haben. Einfach weil der Fick gut war. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Ja, ich kann nachvollziehen. So, ich verstehe darum auch easy, so, wenn der Sex wirklich gut ist, dass du Aufwand auf dich nimmst, um das zu machen. Ja. Aber für jemanden, den du nicht kennst... Bro, Kontinent verlassen, Mann. Kontinent verlassen, Bro, das ist wild.
Ohne Bro, Scheiß. würdest du das Und vor allem fühlst du dich safe, Bro. Bro, stell dir vor, du gehst 500 Jahre in die Vergangenheit zurück und erzählst von deinem Leben und dann fragt sich, ja, wie sieht die Zukunft? Und du sagst, ey, voll easy, ich kann Kontinent wechseln zum Bouncen. Dann sagt er, okay, so, wie sieht es so mit Steinig aus? Ist das noch das Ding? Nein, das ist schon wild, Alter. Also, du musst Okay, was würdest du hast jetzt gesagt, also Bären hast du damals gemacht. Würdest du für das, was du vorher beschrieben hast, für den kränksten Bounce und so, wo hast, sie wohnt in Mailand. Würdest du dir geben? Das ist eben so einer, wo kannst mit dem Auto und Zug 6 Stunden mit dem Auto, oder? hin und zurück. Das wäre so ein, ey Jungs, bis das ganze Weekend weg. Also wohnt sie in Mailand? Ja, Mailand. Hat sie Wohnung? Ja. So allein? Spielt es eine Rolle wegen? Okay, sagen wir allein. Einzimmerwohnung. Keine Mitbewohner. Nein, Spaß, sorry. Nein, Was bringe ich an? Sicher spielt es eine Rolle. Normal, 4 Wege, Mann. Nein, hey Bro, look, ganz ehrlich. When in Rome. Checkst? So. Klar. Nein, das heißt so viel, das ist ein Sprichwort, Bro. Das heißt wie so, verbind doch 2 Sachen, Bro. Das heißt für mich, ich kann auf Mailand gehen und ein bisschen in Mailand chillen und ich kann einen Bounce. Und wenn er wirklich gut ist, Bruder, Kann ja mehr durchs vielleicht. ja voll, dann ist das noch eine Option. Genau, das kann ich sagen. Klar. Nach einem Monat so schüch. Ein Kärtchen, danke für die schöne Zeit. Zum Beispiel, genau. Nein, aber weißt du, ich meine, Leute haben auch schon, nicht mal, für mich ist nicht mal die Distanz das Problem, aber so der emotionale Aufwand, den gewisse Menschen betreiben, Das ist... so, es gibt einfach so Männer und Frauen, die sind einfach so vollkommen mental herausgefordert, weißt du, und so Psychos, so sie ficken dein Leben. Aha, ey. Ich kenne wieder von Geschichte letzter Zeit so, dem seine Ex-Partnerin, dem seine Ex-Partner wegen dem und dem. Denk mir, Alter, wo findet ihr so Sachen? Aber eben, wenn der Bums eben wild ist, Bruder, Menschen machen dumme Sachen Dumme dafür. Sachen, sehr dumme Sachen. Bro. So, Ich bin mir auch überzeugt, es hat sicher schon x Millionen Tote gegeben, nur wegen weil irgendwelche mächtigen Leute an irgendwelche anderen mächtigen Frauen am Kleben waren. ja, aber es ist wirklich schwierig. Und darum, so, es ist immer wieder lustig, zum Beispiel mit Leuten reden, wo jeder weiß im Umfeld, das ist eine toxische Beziehung. Ob das jetzt eine Beziehung im klassischen Sinn ist oder einfach, du hast etwas mit jemandem, Ja. aber die Person ist wirklich ein Arschloch gegenüber dir und der Sex ist einfach gut und du fühlst dich wohl und du bouncest miteinander und die sagen dann in dem Moment, nein, ist alles perfekt und 3 Monate später fragst sie nochmal, sagen sie so, wie habe ich das können machen? Checkst du? Ja, fix. Aber ich finde eben so, das Schlimmste wirklich der emotionale Aufwand. Ja, fix. Finanziell und so weiter, das ist etwas, wo halt, ja, Ende Monat hast du halt weniger Cash. Voll. Kommst Also wieder du fährst Lohn halt 6 Stunden auf Milan, weißt du, so, dann hast du halt Milan gesehen. Ja. Solange es in New York ist, Bro. Aber wie du so, eben, gell, aber so wie du das Ganze emotional mitmachst, so, Voll. so dir das Ganze gibst. Es gibt kranke Leute, man. Ich habe... Egal. Bro, einer, den wir beide kennen, hat geschrieben, ich bin extra auf Bümplitz, also Bern, das bin nicht ich, gefahren am 2 am Morgen, plus habe ich durchs Fenster müssen klettern. Ich habe mir fast mein Bein gebrochen. Beste an der Story während dem Vögeln, er schreibt genau so, während dem Ficken ist der Vater ins Zimmer gekommen und ratet mal, wer alle Kleider auf dem Pult gehabt hat. Der Vater zieht die Decke weg und ich liege nackt. Nachher gibt er mir Hand und stellt sich vor und sagt, ich soll morgen doch zum Morgen bleiben. Ich bin nach dem Ganzen durchs Fenster wieder abgehauen, am Bahnhof gelaufen und das Beste ist, ich musste auf den nächsten Zug 4 Stunden fahren. Hey Bro, rechnen wir schnell zusammen. Also es ist eigentlich hat er Indiana Jones gelebt für einen Bounce. Wie lange fährst du von Zürich auf Bern? Ey, ohne Verkehr, ohne Stau, eigentlich gibt es das nicht. Eigentlich gibt's, aber 2 Morgen ist wenig. Sagen wir von Zürich, von Winti auf Zürich. Von Er ist schon Zürich mit dem auf Zug gegangen, Bruder. 2 Morgen mit Nachtzug, Bro, ich sage, so sicher 1,5 Stunden hast du mit 1,5 Stunden, sag mal 1 Stunde. Hin, 1 Stunde zurück, 2. Ja. Dann wartet er 4 Stunden auf das Ding. Also 6. das sind 6. Sagen wir noch Transitzeit 1 Stunde. 7. Pennen und so. Also ich sage ganz ehrlich, bei einem anderen Pennen, den du nicht kennst, Oh, mühsam. das ist kein Pennen. Ich hasse es. das ist einfach irgendwie Energie tanken. Das heisst, der Typ hat 7 Stunden Aufwand zu sich genommen, um 3 Minuten reindrücken.
Ey Bro, wärst du lieber auf New York? Ganz ehrlich. Hättest du noch in New York Story können machen? Post that building. Ja, das ist auch noch witzig. Guter Tipp. Er ist so kein besonderer riesen Aufwand, aber gleich gute Story, wie ich mit einer im Bett gelandet bin. Also, let's go. Ich habe eine im Ausgang kennengelernt, ein bisschen rumgemacht, das halt. Und dann ist es ums Heimfahren gegangen und sie war mit dem Auto rum. Gewesen. Dann hat sie gesagt, sie tut mich heim. Und leider Gottes bin ich dann halt eingepennt im Auto. Und da sie nicht gewusst hat, wo ich wohne, hat sie mich zu sich heimgenommen. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Stärker. Ja, fuck. Bro, er ist einfach so im Auto, er so, und so am Schnarchen, aber einer auch so am Schauen. Checkt sie. Einfach so zu ihr heim. Das ist wild, Bro. Kann man das machen? Ja. Was würdest du in dieser Situation machen? So, stell dir vor, du bist im Auto, du fährst jemanden heim, aber du willst gar nicht Sex haben. So. Und die Person ist einfach so wirklich am Pennen. Dann zeig ich es der Person. Und dann wächst du auf. Sag ich, ey, soll ich dich heimfahren am Schießen? Dann sagt sie, nein, ich will doch pennen. Ja, hol mich, fahr dich heim, die heim an. Dann sagt sie, nein, da ist Baustelle, ich habe keine Lust und so, ich will bei dir pennen. Dann sagt Komm mal, sie, penn du auf meinem Bett, ich bin penn vom Sofa. bravo, Bruder, ein wahrer Ehrenmann. Dankeschön. Ja. Mich etwas unter. Was ist so... Wir Männern werden ja wenig angemacht, so in der Regel, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn man nicht in den Charts ist mit dem Podcast. Genau. Was ist so der lustigste Anmachspruch, den du bekommen hast, wenn es überhaupt den lustigste gibt? Oh, das ist eine gute Frage. Oder der peinlichste Cringe ist einfach einer, wo du dir gerade so weißt, so, oh, wow, das muss ich sagen. Das ist eine gute Frage. Bro, ich kann dir einen sagen, das ist mir geblieben, es ist eigentlich nicht krass, ist nicht mal so nennenswert groß, aber das ist das Einzige, was ich vielleicht gerade so in den Sinn komme. Ich habe mal mit einer das Date gehabt, das ist Jahre her, so, ich sage jetzt mal, sicher 10 Jahre her. Und wir haben das Date gehabt und es ist so langweilig. Ey, der Mensch einfach nur so. Also ich frage so Fragen und sie, ja voll, Oh, das ist und dann ich so, ja, in dem Fall, weißt du, Interesse ist nicht dann passt er für mich, weißt du, dann kann ich eigentlich heimgehen, weißt du. Und dann, ich sehe, wer musst du dazu? Ja, erst so in 2 Stunden. Und dann der Klassiker, ey, Josh, Lied mir an. schreib, Notfall. Notfall, sag ich, muss yes. Das ist so schlimm. Und dann, weißt du, ich habe gedacht, komm, ich mache es beiden nicht gefallen. So, weder sie gibt grosses Interesse so zurück und antwortet, noch habe ich noch Material jetzt, weil ich bin jetzt irgendwo bei der Haustier gelangt. Weißt du, hast Katze, hast Hund. Bro, wo ich gehst mit dem Gespräch. Ja, stimmt. Und dann habe ich das Ziel und dann hat sie einfach original 2 Tage später so geschrieben, sie so, hey, wieso meinst du nicht und so, mit sich schön gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe es voll verbogt und so, dies und das. Ich so, Bro. Hey, wie hat sich soziale Anxiety gehabt, Bro? Eben, ja, und dann dachte ich, hast du gut erzählt, dass du überhaupt so steh mal auf, man, steh zu Nein, nachher ich so, da bin ich halt auch ein Dummer gewesen, der nicht Nein sagen konnte. Und ich sehe, du hast keinen Fehler gemacht, aber easy. Sie hat dann gesehen, was nochmal so. Ja. Dann hat sie das Glas gegeben, nachher noch im Glas aber gesagt, ich sehe, es passt nicht. Es war einfach extrem langweilig gewesen und extrem so. Warte schon. Stimmt, das weiß ich noch. Bro, das ist. Ich kann wirklich. Sorry, so, ich kann schnell stumm und den Namen fragen. Ja, ich kann. Ich liebe dich. Wie hast du das gewusst, Bro? Ich weiß einfach Sachen, Das ist 10 Jahre, ich Bro. habe schon über 10 Jahre geredet über das. Ja, Bro. ja, ich weiß genau noch, aber ich merke mir alles, was du mir sagst, Bro. Krass, Bro. Dort, das hat mich genommen. Ich habe gedacht, weißt du, so, ey, mit dir ist interessant schreiben, dann gehst du raus, Bro. Wie warnt die? Aber also, kein Diss, so, weißt du, so, damals bist du auf einem anderen Level gewesen, aber ich weiß nicht, so, das ist doch etwas Unangenehmes, was passieren kann, wenn du dort gehst und beide merken, das ist echt langweilig. Ey, Bro, das Ding ist eben, ich habe bis jetzt, sagen wir mal, das Glück gehabt, dass ich immer sehr gesellige Menschen ausgewählt habe. Ja, fuck. Es ist so ganz ehrlich, der bist in Podcast. Ich liebe es nicht, hören, Mann. Sehr geil, Bro, sehr geil. Sehr gesellige Menschen, das heisst, wir haben wirklich immer sehr gute Gespräche gehabt. Und ich habe wirklich fast... Hey, Bro, ich schlafe so wenig in letzter Zeit. Ja, nur du. Ja, fuck. Nein, Bro. Ja, fuck. Mal 2 Mal nicht. Nein, schon. Nein, ich schlafe echt ein bisschen wenig in letzter Zeit.
Was bin ich am sagen, Bro? Eben, du musst mit geselligen Leuten reden, deswegen hast du Ja. kein Problem zu Ich habe bis jetzt Gespräch. wirklich ohne Scheiß fast kein einziges schlechtes erstes Date gehabt. Nur einmal, so habe ich mal erzählt. Aber ansonsten, Bro, es ist halt auch schon vorgekommen, dass ich an einem Date war und nachher gemerkt habe, hey, es ist voll nicht der Vibe. Voll, wo cool wäre. So, es ist ein Vibe, aber nicht der, wo... So, voll. So, wir können einfach chillig, lustig haben. So, und wenn dich mal wieder siehst, dann gibst du dir Hand. Natürlich, weißt du das. Aber ich muss dir sagen, ich glaube, an unserer Live-Tour in Luzern bin ich recht lustig angemacht worden. Oh ja. Das Stimmt, ist... das haben wir, glaube ich, nirgendwo erwähnt. Ja. Ja, Das das haben wir ist mal- ganz lustig gewesen. Erzähl. Bro, wir sind an wir sind ja unsere Live-Show gehabt, Ja. im Südpol. Und so eine Stunde nach... Hey, merkst du, meine Stimme ist ein bisschen komisch, gell? Ich habe Halsschmerzen. Weißt du, was hilft? Ich habe schon, nachdem ich auf der Cam mit Halsschmerzen gesagt, ah shit. Ja. Ey, es ist so 1 Stunde nach der Show gewesen, wir haben noch eins getrunken. Und in dem Moment hat mir irgendjemand auf Insta eine Anfrage geschrieben. Das ist eine ganz lustige Story, ja. Und dann schreibt sie, die Person hat irgendetwas geschrieben, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe das Bild gesehen. Dann laufe ich weiter und so, eine steht vor mir und lächelt mich an und sagt so, hey, eine gute Show gewesen. Ich so, hey, danke vielmals, ist lieb und so. Und Bro, ich gehe jetzt eins rauchen, sie so, ja, wir kommen auch raus. Und dann, Bro, ich habe Ziege in der Hand, ich habe Ziege im Maul, sie hat keine Ziege, was machst du? Ja, das ist anbieten. Ich so, darf ich dir auch eine Zigarette anbieten? Sie so, mega lieb, sicher und so. Hat sie das geraucht. Dann habe ich, weil sie so ausgesehen hat, wie die Person, die mir Anfrage geschickt hat, habe ich ihr gesagt, hast du mir gerade auf Insta geschrieben? Und nachher ist sie so kurz ruhig, dann sagt sie, nein, aber ich kann. Und dann du so, Bro, und das ist eigentlich mein Part. Bro, völlig dominiert. Ich so, Ja. was? Das so, mach doch. Oh mein Gott. Hey, und ich bin kurz baff gewesen, Bro, ich sag dir ehrlich. Da habe ich gelacht, ich so, uff, okay. Ich habe gesagt, uff, smooth. Dann haben wir gelacht, Bro, wir haben geraucht, bla bla bla. Ich bin weiter. Ja. Krass. Bro, ich bin im Leben auch, jetzt muss ich in den Sinn, so mit 16 oder 17 hat er mich angemacht. Bro, ich bin einfach im 31er angemacht worden, Bro. Im Bus? Ja, Bro. Oh mein, was ist das? Hey, Papi, hast du 5 Franken? Nein, Bro. Hey, du Hurensohn, ich blass dir eins, mach um da Am an. anderen Platz also wurde Bro, es war eine von der Schule, aber ich fand, es ist die beste Idee, im 31er mich auf dem Weg zurück vom Mittag in die Schule anmachen. Vor allem ich, der so kein Selbstwertgefühl hatte dort und so. Ich habe so gedacht, so... Und so mit Anlangen und so, Bro, weißt du? Ui. So, hey, du siehst hure hübsch aus und so, weißt du, so... Sicher nicht. Ich habe du bist ins Auge gestochen und so, können wir mal zusammen gehen und so. Und du weißt, Bro, ich bin mit 2 Kollegen von der Klasse im Bus. Die so... Beide so Schippis. An dieser Stelle, besten lieben Gruß. Und am Dings auch, jetzt sag ich jetzt am Blackout. Egal. Auf jeden Fall, Bro, der Bass ihm so, Maffi? Was ist denn mit dir? Maffi? Du hast Schuss, hä? Ich so, Bro, eins unangenehm das andere. Ich bin voll angemacht, so mit Anlangen und so direkt und gar nicht so klar. Und dann der Kollege dich noch in eine andere unangenehme Situation rein. Bro, als hätte ich reagieren und funktioniert das. Ich so, Bro, hey, Fresse. Und ich so, du hast auch Fresse. Zu ihr. Nein, Spaß. Bro, nein, ich habe ihm gesagt, hey, chill jetzt, weißt du. Ja, das ist auch genau. Weißt du, das wäre mein Mentor oder so. Und dann, ja, es war ein bisschen komisch gewesen. Es ist aber nachher noch eine lustige Zeit geworden. Aber auf jeden Fall, dort, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir angemacht werden, wir fühlen Boden unter unseren Füßen. Aber viel checken wir das, glaube ich, nicht. Wie meinst du? Also Männer checken, glaube ich, viel nicht, wenn sie angemacht Ja, ja, safe. Also, Dafür, Bro, amix laufen Frau vorbei und lächelt einfach und die so, willst du Schwanz, ha? Wieso lachst du? Amix, Bro, Männer sind so dumm. sie hat geschaut, 2 Sekunden, sie wird schlimm. Sie wollte, weißt du, wie die Schwanz, man. Das ist wie, ja. Hey, ich glaube, oftmals ist es vielleicht subtiler. Ich meine, ich habe auch schon von Leuten gehört, Jahre später, die mir so gesagt haben, hey, ich habe dir schon Moves gemacht. Schlimm, ey Bro, die Moves von Frauen, das sind so subtil und entspannt und so. Gar keine Moves eigentlich. Voll So, nach, was hast du für Moves gemacht? Ja, ich habe geschnupft im gleichen Raum wie du. Weißt du? ich habe dich angeschaut im Lift und wieder weggeschaut. Ja, G, ich existiere. Ich habe deine Story angeschaut auf Insta. Ah, okay. Ich habe dir gefolgt und 722 Stunden später ein Bild geliked. Wie hast du nicht checken? 722 ist meine Lieblingszahl.
Ja, easy, G. Was, Bro, die sind auch so... Ich glaube, es ist einfacher so... Das Mysterium über wie die Pyramide gebaut wurde von Giza als entziffern. Aber ja, auf jeden Fall direkt Anmacherei am besten, weil das checken wir. Wir sind dumm, wir sind verhängt. Gönn einfach drin. So, look, wenn du etwas willst, Bro, komm nicht mit, ich like ein Bild in der Insta oder ich schau dich an oder keine Ahnung was. Sag einfach direkt, ey, du Urso. Komm dann, du Urso. Ich blas dir eins. Komm mit die Bahn auf 18 Nummer, ich blas dir kaputt eins, Mann. Ich stirb. Nein, aber auf jeden Fall, ich bin nicht so viel angemacht, deswegen der Yildiz Negroni. Nein, Bro, ich will nicht angemacht. Bro, du bist aber schon mehr als ich. So Ja, ich bin auch mehr unterwegs. Ja. Aber was heisst angemacht werden, Bro? Also weißt du, so, ich meine... Ja, Bro, vielleicht, wer weiß, vielleicht hat mal jemand so, nicht vom Podcast, aber vielleicht hat jemand mal so draussen gesagt, also, weiß ich auch nicht. Hey, coole Cap oder so. Und für dich ist das wie so anmachen und du sagst, ja man, danke, ich habe das gestern gekauft. Bro, also... Ich gab es so Sachen wirklich nicht. Also ich habe das schon mal gesagt, aber ich bin halt wie nicht der Mensch, wo die Aura hat, dass wenn ich in den Ausgang gehe, dass dann irgendjemand findet, boah, ich muss jetzt mit ihm heimgehen. Mit den Abschleppen und so. Das ist wirklich nicht das, Bro. Also... Doch, Bro. Nein, Bro, ich habe Bro, ich wollte dich auch sagen. Dankeschön. Nein, aber ich habe voll in meinem Vibe, Bro. Ich sage dir ganz ehrlich so. Aber... Look, ich bin ein bisschen so eine... zum Beispiel, ich bin sehr outgoing. Und ich bin letztes Jahr, also letztes Jahr schon länger her, am Chance seine Abschiedsparty, sind wir im Plaza gewesen. Ja. Nachher laufe ich so dort vorbei, nachher schaut mich so eine an und sie hat so eine Kette gehabt, wo so 777 drauf gestanden ist. Und du gerade... Ah nein, es ist 444, also 444 gewesen. Und ich habe so gesagt, hey, hure schöne Kette. Nachher sie so, du bist schön. Und dann du so... Willst du Nummer? Okay. So, hast du 2 Minuten? Nein, ich brauche jetzt 10 Sekunden, aber 2 Stunden. Aber nur auflaufen und so. Runterlaufen. Nein, voll. Und nachher hat sie so gesagt, ist das von JC sein Album, weißt du, 444? Sie so, nein, das sind Engelsnummern. Und dann kann ich ihr halt einen Stein geben oder was auch immer die so gerne haben. Und gesagt, dann go Engel werden. Engel werden und schaust Sterne an, keine Ahnung. Krass. Aber weißt du, was ein Move ist, Bro? Wo ich wirklich, Bro, ich schwöre dir, ich habe meine Geburtsurkunde müssen bestellen für Stipendienanfrage. Ja. Und auf dieser Geburtsurkunde steht mein Geburtsort, Geburtszeit und Datum. Ja. Also genau die Infos, wo all die Stein-Esoterik-Tanten brauchen, um herauszufinden, ob Gott hat wählen, dass ich sie fick oder nicht. Okay. Aber fair. Ich verstehe. Bro, ja. Sie sind mir am sagen, ich kann dich nicht ficken, weil du geboren bist. Was ist ein neuer Trend, Bro? Auf TikTok. Sie sind der Mond, von dem Tag, wo du geboren bist, und mit dem Mond, wo dein zukünftiger Partner auf Welt ist, und so benannt, wenn es der gleiche Mond ist, wenn es der gleiche Mond ist. Eben, Bro. Naja, dann sagt sie mir einfach, ey, look, ich kann dich nicht ficken, weil du bist im Aszendenz ein Hurensohn und der Mond an dem Tag ist... Chinesische Dings bist auch das. Bruder, und ich habe gar keine Lust auf so Sachen. Ja, gar nicht. Und darum, was ich mache, Bruder, ich habe unter Favoriten einen Screenshot. Und wenn irgendjemand mir sagt mit, hey, wenn hast du Geburtstag, ich schicke direkt den. Ich sage, schau, mach deinen Voodoo-Zauber. Geh schauen. Wenn du Interesse hast, komm zurück. Wenn nicht... Wenn die Voodoo-Scheiß sagt, das ist okay, dann kommt zurück. Geh und fick einen Mond oder so, Bro. Lass mich in Ruhe, Alter. Es hat mal einen Typ gegeben, wo sie so gesagt hat, an einer Comedy-Show, ich glaube nicht an all die ganz scheiß Sternzeichen. Nachher sagt sie so, was hast denn du für ein Geburtsdatum? Und nachher sagt er so, was sind die Sternzeichen? Und er so, Stier. Und sie so, oh mein Gott, das ist so ein Taurus Energy und like, ihr macht genau das, bla bla, schnurrt sie 5 Minuten und dann sagt er einfach, ich habe dich verarscht, ich bin Jungfrau. Ja. Das ist typisch Jungfrau, verarscht. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, eben, wo ich das auf TikTok sehe und so, irgend so ein Video, so ein Lied, dann siehst du so, My Moon, mit Datum, My Boyfriend's Moon, nachher sind so übereinander, mit matchen so gut zueinander. So, nachher drüber später, how I found out that my boyfriend cheated on me. Man, das sagt man. Da so, My Moon,
his moon und nachher alle, mein Moon. Bro, ich habe Geil, Bro. ich habe mal, das war vor Jahren her, Vor Jahren her gewesen. Red aus, Mann. Das war lange her gewesen und ich glaube jetzt so sicher 4 Jahre vielleicht. Auf jeden Fall, dort bin ich, habe ich mal eine datet und dann sie so, ja, gibt es Geburtsdatum? Ich so, okay. Nachher sie so, Uhrzeit und Sachen und so und ich so, für was? Sie so, Weißt du deinen Aszendent? was? Aszendent. Keine Ahnung. Es gibt ja Sternzeichen, Ja, ey. Aszendenz und Mondzeichen. Sternzeichen weiss ich nur, weil 25 Minuten Du immer. bist Stier, oder? Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall, Also deine Aszendenz weißt du nicht. nein, aber ich bin Stier. Geil. Ja. Auf jeden Fall, sie so, ja, hast du mir das Geburtsdatum? Ich habe geschickt. Dann hat sie nochmal etwas wählen und ich so, für was brauchst du das? Ich habe schon gewusst, richtig Mythologie, richtig Sternzeichen und so. Aber sie so, chinesisches Neujahr, chinesische Wortzeichen, chinesische irgendetwas. Nachher ich so, ey, check nicht, mach einfach. Ich nicht. Nach uns raus, ah Mann, ich so, was? Ja, laut dem bist du ne, und ich bin ein Hund, ne. Und in meinem Jahr bin ich ein Hund und du bist in deinem Geburtsjahr ein Katz und ne. Und laut Chinesen, ich so, Bro, so ein Text ist gekommen, ungelogen, Bro, ich habe 3 Mal scrollen. Einfach nicht am Ficken wegen Sternen, Mann. Tschüss. Bro, dann habe ich den Montag geschaut und ich so, sensig Messer meines Tages. Du Huren. Sensig Messer meines Tages. Cockblocker, Du Huren. scheiß Cockblocker, Alter. Kannst du das ein bisschen wie Kollege oder Der Kollege? Mond sagt, Nacka. Meinst du, fix dich da, wie Krass, Alter. Darum, Bruder, ich fick nur am Tag. Ich fick nur am 29. Februar, weil die wenigsten, die so komisch sind. Bro, auf jeden Fall, wilde Story, dass Leute, also, ehrlich, wir müssen das Thema gar nicht groß aufmachen, ehrlich. Glaubst du das? Bro, gute Frage. Ich finde, wir Menschen in der Schweiz Haben die Behinderung? sind zu fest auf das westliche Das safe, Medizin, westliche Heilungspraktiken. Und ich finde so die ganze Esoterik-Geschichte, das haben wir ja schon mal gehabt, mit so diesen, Stein und alles. ich habe keine Tür daheim, aber ich habe eine Kette, damit der Feng Shui in diesem Raum rumfliegt. Durch kann fließen. Durch kann fließen und sagen, Bro, look, ich finde, es ist ähnlich wie mit so Wahrsagerinnen und wie heißt die Medium? Irgendwas mit Kugeln. Ja, die und all das Zeug. Glaskugeln, ne? Ja, also Medium, die Leute, die das bedienen. So. ja. Hey Bro, wenn das deine Art und Weise ist, wie du damit umgehst, so, ich respektiere das. Mach das. Aber nein, Bro, ich glaube nicht, dass ich eine gewisse Art von Mensch bin, speziell, nur weil ich an dem und dem Tag geboren bin. Ganz klar, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass gewisse Sachen von mir automatisch gegeben sind und mich ausmachen von Geburt an, die ich nicht ändern kann, weil es einfach so ist, dass ich an dem Tag geboren bin und der Mond so war. Weißt du, was müsstest du machen? Du müsstest ein Profil erstellen von einem Mensch, zum Beispiel, der an dem Tag geboren ist und das. Nachher gehst du zu einer und sagst, würdest ihn, wie sein Sternzeichen. Dann schaut sie an und dann sagt sie, oh ja, das ist ein guter Mensch. Nachher ist einfach Hitler. Und jetzt? Triplet. Stimmt oder stimmt nicht? Das ist so. Findest du geil, jemand lieber Genozid macht? Findest du geil? Das ist geil, ne? Fick die Sternzeichen, Mann. Fick die. Nein, ich glaube, ich würde sagen, ich finde es interessant. Ich finde es wirklich interessant, Leute zuzuhören, die das glauben. Ja, ich kann. Aber weißt du was? Also ich bin auch nicht, ich glaube auch nicht an das. Ich bin auch der Meinung, dass es so ist, irgendwie, dass es schon geil ist. Aber weißt du, das finde ich krass und mich sehr wundernimmt. Hypnose, Bruder. Nein, ja, sorry. Das wäre ein ganz guter. Du so, ja? Also, Nein, krass, ja. Hypnose. Ich bin bis heute unsicher, ob das funktioniert. Aber es gibt ja Leute, die sagen, sie sind in Hypnosetherapie gewesen und haben nachher aufgehört zu rauchen. Eben, deswegen, weil ich so krasses höre von Leuten, die auch so einigermaßen glaubhaft so, würde ich sagen, hey, look, der erzählt keinen Scheiß. Denk mir, wieso, ist das wirklich so oder nicht? Und dann hörst du es eben, ist halt so ein bisschen, mich jetzt unter, ich will gerne mal zu einem gehen, weil, man steht davor, ich hocke einfach so auf meinen Stuhl und dann macht es so mit der Uhr und dann so, und ich einfach,
Wie willst du nicht lachen, Bro? Stell dir vor, du machst den Bro. und er so, hä? Bro, Das funktioniert? weißt du, Verarsch du es so. ich will es so machen, Bro. Ich will halt mit den Jungs gehen, das wäre so lustiger YouTube-Content. Ja, überlege. Und nachher, so die Jungs werden hypnotisiert und nachher macht er so, stellt sich drauf und einfach so, ich so, Hose, ich so, sorry, Bro. Sorry, ich habe 5 Minuten gebraucht. Hey, nein, man, wild. Das wäre lustig, Die Hypnose wäre mal geil zu machen. Aber egal, das ist ein Thema vielleicht für die nächste Folge. Ja, Mann. Ich erzähle jetzt noch die Story Ja, sicher. vom, in meinen Augen, grössten Ficker. Krass, jetzt geht es um dich. Nein, es geht nicht um mich. Schau jetzt, Bro, folgende Situation. Ein Typ, sag mir den Namen. Max. Wieso immer weisse Schweizer Namen, Bro? Okay, Ali Baran. Ali Baran, Bro. Sag mal Ali. Der Ali hat unbedingt wollen mit einem Girl bouncen. Und das Girl heisst? Jamile. Bro, nicht mehr ein bisschen Mazara, Mann. Wie kurz ist. Also, Ali und Sarah. Ja? Ali hat unbedingt wollen Sarah ficken. Und er will mit der Sarah auch näher sein. Ja? Und Sarah ist jeden Sommer in ein Camp für Diabetiker gegangen. Ja. Was stellst du dir vor unter Camp für Diabetiker? Ey, Leute, die Diabetes haben und die halt so intensiv so eine Woche oder 2 so sich damit beschäftigen, so zum gesunden Leben, weißt du, was man kann machen und so. Es sind vor allem Kinder gewesen, die müssen eine Woche im Sommer so gesund essen und so und das erfahren. Und sie ist als Helferin, als Leitung gegangen und sie hat noch Leute gesucht und er so, hey, ich kann auch. Und dann sind dort nur Kinder mit Diabetes gewesen. Und er ist so am Tisch, ich weiß nicht genau, wie die Story war, aber er ist so am Tisch und alle anderen essen natürlich auch das gleiche Essen wie die Diabetes-Kinder. Ja. Nachher fangen sie einfach an zu schnurren und dann checkt er, alle an dem Tisch, auch die Leiter haben Diabetes. Und in dem Moment checkt er, Scheiße, die denken auch, ich habe Diabetes. Und der Bruder ist noch, er hat es so geil gefunden, dass er für 5-6 Jahre immer wieder in das Camp gegangen ist mit der Sarah. Und bis heute haben die Leute das Gefühl, er hat Diabetes, Bro. Der Bruder ist Krankheiten am Erfinden für sich zum Fick. So ein kaputt, Alter. Der kennt gar nicht, Alter. Am Krankheiten erfinden zum das ist... Aber was für eine Story, Bro. Ich kann so lachen. Überleg mal, die hat einfach das Gefühl, die hat einfach alles Gefühl, er hat Diabetes. Und die haben so voll über das geredet. Ja, ich nehme die Spritze. Er so, ja. Ja. Die so, welchen Type hast du? Er so, Girl with Big Bundas. Type X, Y, gar nicht, Bruder. Weißt du, so, der, ey, Bro, was für ein absoluter Das ist ein ganz, Ich habe jetzt so eine fette Aussage gemacht für die Story. Ey, Bro, voll easy. Und du einfach so. What? Nein. Bro, ich sag dir auch noch kurz eine Story. Dann können wir es gerade fertig machen. Also nicht mit Frauen, sondern nicht. Aber in der Oberstufe, erste und zweite Oberstufe, ist irgendeine Organisation zu uns in die Schule gekommen. Und damals ist so, ich glaube, unsere Generation und eine hinter uns, sie hat gerade so frisch angefangen, so mit 14, 15 so anfangen rauchen, also dass es voll in der Oberstufe normal wird. Und dann ist so eine Organisation gekommen, hey, wir haben gesehen, rauchen vermehrt und so weiter, schon in jungen Jahren. Wir machen so eine Projektarbeit, ein Jahr lang nicht rauchen, dann gibt es am Schluss eine Veranstaltung, dann gibt es eine Medaille, dann gibt es noch einen Preis und so weiter. Und so einfach, weißt du, zu motivieren, dass du ein Jahr nicht rauchst. Ein Jahr ist vorbei. Der Veranstalter macht irgend so ein Fest, um die Leute, alle, die mitgemacht haben, an das Fest zu rufen und die einen nach dem anderen, wie so die Zeugnisübergabe, rufen und die Medaille geben. Ja. Ich weiß nicht, wie sie gemessen haben. So Diplom 4 quasi. Ich habe nicht gemessen, wie sie herausgefunden haben, so, hast du das Jahr noch geraucht? Wie und so. Aber auf jeden Fall, irgendwann, ich habe nicht mitgemacht, weil ich habe nicht geraucht. Ich so, weißt du, für mich macht es keinen Sinn zum Mitmachen. So. Und nachher sagt der Typ fängt so an anzulesen und ich gucke so mit ein paar Kollegen in der Reihe und ich habe doch nicht zugelassen, weil es geht nicht um mich und so. Und nachher greift der Kollege, Brogan. Ich so, was? Brogan, sie hat den Namen gegriffen. Ich so, Orlem, ich habe nicht mitgemacht. Brogan, sie hat den Namen gegriffen. Ich so, ich kann. Ich bin gegangen, Bro. Ich weiss, also es ist nicht mein Name, ich weiss ein bisschen, was auf dem Zettel gestanden ist. Yeah. Ich so, danke vielmals. Und dann musst du immer so kurz in 2-3 Sätze sagen, so, wie es für dich war. Das eine Jahr. Ich so, es war sehr schwer gewesen. Ich denke jetzt noch an Ziggy, aber danke für die Medaille. Ich gehe, Bro. Ich gehe heim. Yeah. Und dann, ich habe viel Scheiß bei Eltern gemacht und habe alles Mögliche, was mich in gute Licht könnte, ist immer versucht, so gut wie möglich zu präsentieren. Yeah. Dann bin ich heim, ich so, hey, Mami, Papi. Ich sage dir mal so, macht viel Scheiß. Du, ich habe über ein Jahr lang
ich rauche nicht, aber ich habe über ein Jahr lang zum auch beweisen, ich habe nicht einmal geraucht, Medaille. Mir hat er genau aufgehängt, also die Turniergunde, weißt du? Und nachher habe ich dann so gefragt, weil der veranstaltet, also ein Sohn von ihm, schafft für die böse Schule, also ist böse Schule. Und ich sage, Marco, dein Vater und so, als er mich gerufen hat er nicht gecheckt, dass der Name, weil er kennt mich auch. Er so, ja Bro, mein Vater schaut das sowas von nicht. er so, mein Vater macht das freiwillig ehrenamtlich in der Freizeit und er hat gesagt, er sagt immer wieder, unsere Generation ist ein hoffnungsloser Fall und so, was bringt die Medaille? Crazy, Alter. Ja man, das ist einfach noch so, raucht nicht, raucht fangen, der ist gar nicht da, sauft nicht, oder... Vor allem nicht während dem heiligen Monat. Ja, aber auf jeden Fall, schaut ein bisschen auf eure Gesundheit, so, schaut, früher war das Ding, so voll mit 14, 15, 16 rauchen. Ich muss sagen, aber jetzt, wenn vermehrt so 14, 15, 16-Jährige gesehen, rauchen ist nicht so das Ding. Es ist eher, keine Ahnung, man. Die gehen noch viel mehr ab als mir, Alter. Ey Bro, Leute sind so 18 und sagen mir so, ich bin jetzt clean. Von was, Bro? Von Playmobil? Weißt du, was ich meine? Bro, es gibt eben... Ich habe aufgehört zu koksen. Wann hast du angefangen, G? Wann hast du angefangen zu koksen, Bro? Es gibt, ich sage ja, die Leute, die jetzt so 16, 17, 18 sind, das ist eine wilde Generation. Ich habe mit 15 Nieren geraucht und ich meine, ich bin krass. Bro, ich kann... Oha, Bro, Bro, ist wie so komme ein ich nachher rein? Orkan. Bro, wie komme ich nachher rein? Ey, Bro, kann ich, nein, viel Spaß, der Bus fährt du das fährst voll. rein. Nein, scheiße. Auf jeden Fall, ich habe auch 2. Klasse, wir haben so Thema Indianer gehabt. In der 1. und 2. Klasse, als ich lernen... Sollte man nicht mehr sagen. Sorry, stimmt. Was wäre der korrekte Begriff jetzt? Ureinwohner oder indigenes Volk, aber ich glaube, indigen ist auch so mehr so Neuseeland und so okay. Ureinwohner einfach, ja. Okay. Auf jeden Fall haben wir eine Schulwoche gehabt, glaube ich, 2 Wochen Projektwoche über Ureinwohner von Nordamerika. Und dann ist auch das Thema Nile gegangen. Und ich weiß nicht wieso, aber als Lehrer gefunden habe, irgendwie so ungelogen einen ganzen Container mit Nile bringen, um zu zeigen, wie Nile aussehen, macht Sinn. Bro, logisch sind wir nach der Schule gegangen, wir haben sich nur die Nile gesagt, wir sind die krasseste sicher, wir haben Nile rauchen. So. Das war schon wild gewesen. Nachher haben wir das so einmal fett Scheiß gemacht, ich weiß nicht wieso, aber wir haben in der Schule dann auch so Ureinwohner, halt in der Ureinwohnerwoche haben wir auch so ein Ding gemacht, aus WC-Papier und Nagel so, und ein bisschen Stein und Sand, so ganz simpel, haben sie ja Regeninstrument genannt. Die Spaß. Auf jeden Fall, ich habe es selber gemacht und ich habe es auch anmalen und ich bin eben 6, 7 oder 8 gewesen. Und dann bin ich heimgegangen und ich so, liebe Mama, liebe Papi, ich habe wieder übertrieben, es tut mir leid, da Regeninstrument. Und dann mein Vater gekommen und Bro, ich habe viel Scheiß gemacht, mein Vater ist so gekommen, er so, schau das an, ich schaue einfach so vom Zimmer, wie er reagiert. Yeah. Er schaut so, er schaut den Brief, er so, sick. Er so, ich rief die Polizei direkt jetzt an für dich. Absolut okay. Ja, Mann. Ja, Bruder, Folge Nummer 46 haben wir gesagt. Ist das gewesen, ne? Genau, Folge Nummer 46 ist soweit fertig, ein bisschen länger wie sonst einmal auch. Ihr habt es ja auch gewünscht in letzter Zeit. Nicht nur eine Stunde. Ja, Mann, nächste Folge gibt sicher Thema Hypnose, das ist nicht schlecht. Ist das Thema, okay. Bro, ich will schon anschneiden, ich will mich ein bisschen 2-3 Mal informieren. Es gibt eben schon lustige Sachen über Hypnose. Ey Bro, ich würde vielleicht noch gerne sagen, ein paar Leute schreiben uns am so, ey, macht mal 2 Folgen pro Woche und so. Oh, das ist unmöglich. Und, ey, also erstmal eine Folge pro Woche zu machen, ist voll auch Arbeit. Also weißt du, so, wir hocken auch da und wir haben etwa einen Aufwand von 6 Stunden so mit Schneiden und Machen und Tun. Nicht vergessen, es ist halt so, wir machen es halt dann, wenn es von Zeit her von beiden geht. Und Voll. jetzt ist als Erwähnung Sonntag 4:45 und morgen haben wir die Folge. Voll, also es ist auch ein Hustle und ich bin jetzt gerade mega in der Prüfungsphase, also es ist gerade wieder ein bisschen viel los. Darum sind auch nachsichtig, wenn es mal eine Woche nicht gibt, so Ja. Content. Also ich muss sagen, wir haben bis jetzt wirklich, abgesehen von Ferien und Tour, also Sommerferien und Tour, haben wir, glaube ich, so gut wie immer... Einmal haben wir keine Einmal haben wir Folge wirklich gemacht, was nicht gegangen ist, ist einfach too much gewesen. Voll. Aber sonst haben wir, eben wenn es nicht anders geht, dann machen wir halt am Sonntag, am Abend, am 5 Uhr nehmen wir auf, dann ist ja am Montagmorgen um 7 Uhr online. Voll. Genau. Ja, und danke für den Support wie immer. Bitte tönt den Scheiß, auch wenn wir zum 10. Mal fragen, bitte tönt den Scheiß einfach abonnieren auf Spotify, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcasts. Dort kann man lesen, was ihr schreibt. Gebt 5 Sterne. Gebt 5 Sterne bei Spotify, folgt uns auf YouTube. Weißt du, was wir auch sagen ist, wir haben Spotify-Video, also Video, wir haben auf Spotify ein Video aufgeladen, weil wir wissen, es ist mühsam auf YouTube. Ja, so ein bisschen Community entgegenkommen. Voll.
Wir machen das eigentlich für unsere Community, aber das heisst auch wieder, dass wir natürlich viel weniger Klicks Auf YouTube haben. haben und somit auch viel weniger Geld auf YouTube Ja. machen jetzt mit unserem Zeug. Wir machen nicht mehr 3 Glasses, wir machen 1,5. Wir machen jetzt 1,5 Glasses. Ja, und es ist schön, wenn ihr euch etwas zurückgeben könntet und das wäre eben in Form von das Abonnieren und das Like, auch wenn das so mühsam ist nach dem Fragen, aber wir haben sonst keine Chance zum gegen Podcasts, die gezahlt werden von Radiosendern, die einen Lohn haben, anzukommen. Darum geben wir uns das. Genau, Macht wichtig Welle. ist, macht Welle, subscribe, like, teilt das. Also wichtig ist vor allem teilen. Teilen ist, ich sehe sehr oft, wie Leute unsere Videos teilen, das sind immer so Erwähnungen. Ja. Und danke an jeden, der das teilt, Voll. wo auch so schreibt, kurz und bündig, ihr müsst dann folgen. Auf jeden Fall danke euch vielmals, habt euch Sorge, guten Start in die neue Woche und bis nächste Woche. Das ist kurz und bündig.